Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und habe gesehen, es langt gerade noch schnell für ein ganz kurzes Video, wo wir so herzige Muffin-Täschchen machen. Genau, und zwar habe ich da so Muffinförmchen, weisse, kleine, mittlere, nicht ganz grosse und nicht ganz kleine, so muss ich sagen. So, und die drücken wir doch jetzt einfach mal platt. So, und so, ich könnte die natürlich auch noch glätten oder irgendwie mit Kaffee einfärben oder was auch immer, aber das ist absolut nicht nötig jetzt gerade in dem Moment, weil wir nehmen einfach ein bisschen Stempelfarbe und schlürgen hier ein bisschen drüber rein. So, und dann falten wir das bis ein bisschen über die Mitte aus. Und hier auch. So, so. Und dann kommt das auch noch mal ein bisschen Farbe über. Da und da. Und das kommt nachher so rauf. Ich messe hier überhaupt nichts ab. Ich mache das einfach Handgelenk mal Pi, wie es mir gerade dunkt, wie es mir gerade gefällt. So. Das Rändchen machen wir noch ein bisschen. So, upsla. Komm, so ist brav. Gut. Also, einmal so und einmal so. Und unten noch. Vielleicht könnten wir auch noch ein kleines bisschen mit Braun drüber, damit es nicht allzu kitschig und quietschig rauskommt. So. Und dann kleben wir doch das Teil hier einfach mal auf. Bei ein bisschen Leim. Und zack, auf mit dir. Ich schaue schnell, dass ich nichts zusammengeklebt habe. Dass es auch wirklich da ein Täschchen gibt, wo man dann irgendetwas winzig Kleines reinstecken kann. So, und jetzt habe ich hier auch so ein bisschen vom die Lümpli, wo ich meine Stempel damit putze. Und die werden dann immer so wunderbar farbig. Und ein bisschen crunchy. Und dann kann man doch da super ein Schnipsel nehmen. Ein bisschen ausfranzeln. Das kommt drauf. Was habe ich da? Da habe ich jetzt so ein kleines Spitze irgendwas genommen. Das passt nicht so. Da hat es noch etwas Lustiges, so ein Eckchen von einem Nasentüchchen mit so einem Blümchen drauf. Das finde ich jetzt eigentlich noch gerade recht herzig. Vielleicht. Ups. So, oh ja, schau mal wie herzig. Finde ich jetzt gerade voll schnussig. Gut, leimen wir auch gerade drauf mit dem Tacky Glue. Hebt das dann auch garantiert. Einmal so und einmal so ein bisschen. Oh. So. Das wollen wir nicht. Und das da ist mir auch ein bisschen zu lang, das Schwänzchen. So, und jetzt könnten wir auch in der Mitte vom Blümchen entweder eine Perle. Das ist ein zu wenig auffällig. Lieber, jawohl. Genau. So ein Glitzerteil. Aber
Ich mache da noch ein bisschen Leim dran. Damit ich weiss, dass es der sicher hebt. Nicht an meinen Fingern, aber da auf dem Blümchen bitte. So. Oh je, schau mal. Schau mal, wie schnusselig. Vollherzig, hä? Vollherzig. So, komm, wir machen noch eins. Für eins reicht es noch. Was machen wir noch mal? Ein grünes. Da. So ein grün-bruns. Zack, zack, zack. Einfach ein bisschen grün drauf. Einmal so und einmal so. Und ich finde das so schön mit diesen, ja, weil das halt von diesen Muffinförmchen die Streifen drauf hat. Sieht doch das wunderprächtig aus. So. Und dann auch noch ein bisschen grün, ein bisschen braun. Grün haben wir ja schon. Das Rändchen. Da noch. Und die nachher dann irgendwo im Junk Journal oder vorne drauf auf dem Journal oder auf einem Geburtstagskärtchen, wo man vielleicht das Nötchen reinstecken kann oder so. Ah, ich habe schon wieder 1000 Ideen, was man mit diesen schnusseligen Täschchen alles könnte machen. Und so, ein bisschen grün brauchen wir noch. Irgendwie am Rand, finde ich. So, aber jetzt ist gut. Und dann hier. Hier haben wir auch noch so ein bisschen vom Braun, eine braune Ecke von dem Zeug. Oder so. Braun, grün, ich habe keine Ahnung was. So. Und das ist auch so ein süßes Stöffli. Wo gerade doch super würde passen. Ich tue es auch noch gerade an den Rändchen ein bisschen Inke, ein bisschen grün und ein bisschen braun. Flupp. So. Ja, ein bisschen kann man sogar noch. Einfach ein bisschen Stempelküsse reindünkeln. Ja. Oh ja. Sehr süß. Sehr süß. Ein bisschen Leim drauf. So. Ich kämpfe übrigens immer noch mit meinem Leim, dass ich einen schönen so den verkehrten Weg reinstecke. Aber tatsächlich nicht mehr so oft wie ganz am Anfang, wenn ihr meine ersten Videos gesehen habt. Oh, zusammenkleben müssen wir es ja noch, sonst gibt es kein Täschchen. Ja, ja. Ja, in meinen ersten Videos bin ich immer noch ein bisschen am Strugglen mit meinem Leim. Weil ich den immer so hergestellt habe und dann immer musste schütteln, bis endlich wieder etwas rausgekommen ist. Dabei wäre das doch so praktisch mit dem Deckel. Und es passiert mir tatsächlich immer noch, aber nicht mehr so häufig. So, jetzt habe ich hier so Kleberli mit so Blümchen. Aber die sind jetzt ein bisschen gross. Vielleicht eines anderes. Die sind noch grösser. Noch grösser, noch grösser. Das war das einzige so kleine, das ich anscheinend verwünscht habe. Und wenn wir es abschneiden, oh ja, komm, wir schneiden es einfach ab. Einfach hier, tack, Grind ab.
So, oh yeah. Sehr, sehr schnussig. Hey, schau mal. In kürzester Zeit haben wir schnell ein paar solche süße Täschchen hergezaubert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, brauchen wir da noch ein bisschen. So. Und das Ganze noch in braun. Voilà. Oh ja. Ja, jetzt ist es schon besser. Subi. Da darf es auch noch ein bisschen braun haben. Und hier auch. So. Gut, fertig. Also, hey, schaut euch die Süßen an. Die sind doch oberherzig. Und so schnell gemacht. Oh, wo sind wir eigentlich da? So. Hey, ich wünsche euch mega viel Spass beim Nachmachen und beim die überall reinkleben. Und von jetzt weg werden alle eure Verwandten und Bekannten nur noch solche kleine Täschchen bekommen mit irgendwelchen Notizzetteln drinnen oder was weiß ich. Also meine haben schon. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!